Es tut mir jetzt fast ein bisschen weh, das zu unterbrechen. Aber keine Angst, wir steigen nachher, und ich halte meine Predigt auf 15 Minuten, steigen wir gerade wieder in eine Anbetung, wo ihr wieder zurück dürft, einfach in die Atmosphäre vom Gott loben, vom Preisen, vom Abendmahl nehmen, von Stationen gehen, von einfach in die Ruhe Gottes einzukehren. Ihr habt gleich wieder die Möglichkeit zurückzugehen. Ich möchte doch jetzt aber 15 Minuten mit euch einen Gedanken teilen. Und ich möchte über Rhythmus heute Morgen predigen. Und jetzt Hand aufs Herz. Wer von euch hat die Rhythmus fehlerfrei können buchstabieren? Ja, es gibt ein paar Plagörien da drin. Also, ich muss ja ganz ehrlich sein, ich habe voll versagt. Ich habe nachher meine Notizen durchgeschaut, nachdem wir es geplant haben, nachdem ich mich mit der PowerPoint-Folie auseinandergesetzt habe, wo sie auch fehlerfrei sein muss, habe ich dann nochmal geschaut und in meinen alten Notizen festgestellt, ich habe das zweite H eigentlich regelmäßig überall verpasst. Und ich möchte heute am Morgen über Rhythmus predigen und das finde ich ist schon ein bisschen Ironie, weil ich bin überhaupt nicht eine rhythmische Person. Also ich bezeichne mich selber sehr gerne ab und zu wieder mal als Klatschlegastheniker. Ich kann nicht klatschen und singen gleichzeitig. Das geht nicht. Das ist bei mir das ist irgendwie in der linken und in der rechten Hirnhälfte an einem anderen Ort abgespeichert, wie das soll gehen. Also, versteh mich richtig, wenn instrumental ist und wenn es heisst, hey komm, wir tun im Lobpreis mitklatschen, das schaffe ich, das geht, im Takt, das kriege ich her. Aber sobald, dass man dann wieder in einen Chorus einsteigt und ich singen, hey, das macht bei mir einfach irgendwie... Das geht nicht zusammen. Ich kann nicht singen und klatschen im Takt gleichzeitig. Und doch ist Rhythmus eigentlich etwas vom Fundamentellsten vom Leben, was es überhaupt gibt. Ich möchte euch mitnehmen an den Anfang der Welt. Ganz an den Anfang dran. Wo wir lesen von der Erde, wie sie war. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war ungestaltet und leer. Ungestaltet und leer ist die Erde gewesen. Und das Wort ist ganz ein spezielles Wort, wie übrigens jedes einzelne Wort im Anfang der Bibel. Wenn man das mal anfängt auseinandernehmen, ein bisschen studieren, ein bisschen verstehen, merkt man, da ist kein Wort zu viel und es fehlt kein Wort in dem Anfangsteil von der Bibel. Und das Wort, das da gebraucht ist eigentlich zusammengesetzt aus 3 Wörtern. Es ist Tohu wa Bohu. Ist ein cooles Wort, oder? Komm, sagt doch das mal mit mir zusammen. Tohu wa Bohu. Genau, das ist das Wort, wo man auch landläufig in uns, das hat sogar den Weg in unsere Sprache gefunden. Und das ist im deutschen Sprachgebrauch, manchmal sagt man das, zum Chaos beschreiben. Das ist ein Tohu wa Bohu. Das heisst, da ist ein riesen Chaos und das ist ein biblisches Wort, das beschreibt den Zustand der Erde, bevor Gott geschaffen hat. Der Luther übersetzt es darum auch wüst und leer. Tohu ist wüst, wa ist und Bohu ist leer. Wüst und leer ist der gewesen. Oder man könnte auch sagen, es hat keine Struktur gegeben, es hat keine Grenzen gegeben, es hat keine Definition gegeben. Es ist eigentlich eine Entropie gewesen. Entropie ist der zweite Satz von der Thermodynamik und beschreibt, dass das Universum oder ein Raum immer wieder zum Chaos tendiert. Also für alle Eltern verstehen das sehr gut. Das ist wie ein Kinderzimmer. Das ist einfach in sich selber. Und das Gute ist, je mehr bewegende Teile in einem geschlossenen System drin ist, desto mehr Chaos gibt es, oder? Bei mir haben 3 Kinder ein Zimmer. Hey, ihr könnt euch mal vorstellen, was da für eine Chaoskraft in dem Zimmer drinnen ist. Und es ist schon so, wenn man es einfach schädern lässt, wenn man nichts macht, dann ist das Resultat immer und immer und immer mehr Chaos. Und das Einzige, was da hilft, ist eine kontinuierliche Gegenkraft oder eine Gegenwirkung, die das Chaos bekämpft. Und genau so beschreibt die Bibel das Universum. Am Anfang war Chaos, das war grenzenlos, da hat es keine Struktur gegeben. Und dann ist Gott gekommen und er hat angefangen zu arbeiten.
Sie müssen lesen im 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Wort, das da gebraucht wird, für schaffen, einiges mehr, ein wunderschönes Wort, das ist Bara. Bara, das Wort für den Schöpfungsakt von Gott. Das wird im Hebräischen, und ich bin nie der Hebräer um das Wort, weil wir haben das nicht in unserem Sprachgebrauch. Das wird nur für göttliche Schöpfungskraft gebraucht. Bara, das kann nur Gott allein. Nur er kann so schaffen, wie er geschaffen hat, aus dem Nichts Struktur bringen. Er war es, der Ordnung ins Chaos drin gebracht hat. Er hat angefangen zu reden. Und dann ist es passiert. Er hat das Tohu Wabohu genommen und er hat Bara gemacht. Er hat Ordnung reingebracht. Er hat Struktur reingebracht. Er hat Grenzen gesetzt. Er hat geformt. Er hat Funktion gegeben. Er hat Sinn gegeben. Er hat dem Universum einen Rhythmus gegeben. Es war Abend und Morgen wurde. Es war der erste Tag. Es war der zweite Tag. Es war Abend. Es ist Morgen geworden. Der dritte Tag. Er hat geredet. Und aus dem Licht, aus dem Dunkel ist Licht geworden. Der vierte Tag. Fünfte Tag. Sechste Tag. Pause. Gott hat am Universum einen Rhythmus gegeben. Hat das strukturiert. Und hat eine Ordnung ins Chaos hineingebracht. Kein Wunder also, ist Rhythmus für unser Leben so dermassen wichtig. Sind wir doch erschaffen worden, in einem Rhythmus, in einem Tag drinnen, spezifisch erschaffen, erdacht, in ein System, wo Gott geordnet hat, wo er Bara gemacht hat, wo er die Struktur drinnen gegeben hat. Haben wir einen Apparat in uns drinnen, wo einen Rhythmus vorgibt für unser Leben. Bobum, bobum. Haben wir einen Atem, wo wir in einem Rhythmus ein- und ausatmen. Sind wir erschaffen worden, in Tag drinnen, in einem Rhythmus. Und was ich höchst faszinierend finde, 7 Tage hat keine astronomische Begründung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ein Tag ist klar, das hat eine astronomische Bedeutung. Oder? Die Erde dreht sich einmal um die eigene Achse an einem Tag. Das macht Sinn, das ist eine logische, vom Universum gegebene Struktur, oder? Das braucht es. Das geht irgendwie gar nicht anders. Du kannst nicht plötzlich anfangen, 3/4 Tage machen. Das würde ja nie mehr aufgehen. Das würde mit dem Tag-Nacht-Rhythmus anfangen, ein Problem geben. Versteht ihr das? Auch ein Jahr ist absolut logisch, oder? Die Erde geht in einem Jahr einmal um die Sonne drumherum. Das macht Sinn. Das hat einen Rhythmus vorgegeben vom Universum. Ist euch klar, dass es astronomisch keine Begründung gibt für einen 7-Tage-Rhythmus? Und doch ist es universell durch jegliche Kulturen von der Menschheitszeit her schon immer so gewesen, dass der Mensch in einem 7-Tage-Rhythmus plant und lebt. Faszinierend, oder? Jeder Versuch, das zu ändern, ist kläglich gescheitert. Es hat Anläufe gegeben, wo probiert worden ist, den Rhythmus vom 7-Tage-Rhythmus anzupassen oder abzuändern. Nach der Französischen Revolution haben sie die Idee gehabt, hey, wir könnten einen 10-Tage-Rhythmus einführen, oder? Ist ja clever. Gibt ja gar keinen Grund, wieso dass es eigentlich 7 Tage müsste sein. Also wir machen einfach 10 Tage. Das bedeutet, wir sind 2 Tage länger produktiv, bevor wir mit einer Pause machen. Das bedeutet, das gesamte Ökosystem oder eben unsere Wirtschaft müsste dann umso schneller wachsen. Das ist kläglich gescheitert. Der letzte Anlauf, der je genommen worden ist, um die 7-Tage-Rhythmen zu ändern, war im Kommunismus in Russland. Auch dort, es hat nicht funktioniert, sondern das Resultat war immer, dass wenn man probiert, den Takt, den vorgängigen 7-Tage-Rhythmus, der irgendwie in der Bibel von Gott her schon gegeben ist, wenn man das probiert zu ändern, ist weniger dabei rausgekommen. Und das fasziniert mich. Wir leben also in einem Rhythmus drinnen. Wir haben einen Rhythmus von Gott vorgegeben bekommen. Und da kommt schon die erste Feststellung. Nicht jeder hat den gleichen Rhythmus.
Nicht jeder hat die gleiche Möglichkeit nach Rhythmus. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass links und rechts Menschen mit anderem Rhythmus unterwegs sind? Also, was ich damit sagen will, ist, da gibt es Menschen, die können einen schnelleren Takt in ihrem Leben leben. Es gibt Menschen, die müssen einen langsameren Takt in ihrem Leben leben. Wir alle sind beschränkt in unseren Möglichkeiten drin. Wir alle haben andere Möglichkeiten, schnell oder langsam zu sein. Wir alle brauchen einen anderen Rhythmus. Und es geht nicht, es funktioniert nicht, wenn wir probieren, den Rhythmus zu übertakten. Das funktioniert nicht. Das führt zur Erschöpfung. Also, kein Wunder also, brauchen wir alle Rhythmus im Leben. Pausen und Arbeit. Rhythmus funktioniert ja nur, wenn zwischen den Schlägen nichts ist, oder? Du kannst nicht einfach nur Schläge haben. Dann ist es kein Rhythmus mehr. Dann ist es eben dann wieder Chaos. Dann ist es der Tohu Wabohu. Dann ist es ein Lärm und keine Symphonie mehr. Und genau so stellt der Salomon fest im Prediger 3, Vers 1, es gibt für alles seine Zeit. In diesem sehr berühmten Kapitel fängt er an mit folgender Ziele. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Also es bedeutet, alles braucht es. Es braucht den Schlag und es braucht Pause. Es braucht Arbeit und es braucht Ruhe. Und das muss in einem Gegenwechsel sein. Wenn es nicht in einem Gegenwechsel ist, dann hat es nicht Zeit gehabt für alles. Und dann gehen wir zum Rhythmus daraus raus. Also es ist ganz wichtig, dass alles seine Zeit hat. Und dann fängt er an aufzählen. Ich habe euch die 9 Verse jetzt gekürzt, wo er aufzählt, dass es hat Zeit für Leben, es hat Zeit für Sterben, es hat Zeit für Arbeiten, es hat Zeit für Schlafen, es hat Zeit für Essen und für Trinken, es hat Zeit für Brüllen und Lachen und so weiter. Und so zählt er auf, wie es für alles soll seine Zeit haben. Und seine Konklusion am Schluss ist, wenn er das so schaut, im Vers 9, man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Also was er sagt ist, wenn du probierst, die Pause aus dem Rhythmus daraus rauszunehmen und so viele Schläge wie irgendwie möglich reinzubringen ins Leben hinein, dann hast du keinen Gewinn von dem. Sondern was du hast, ist Verlust oder eben Übertaktung. Auf das du in einer Rastlosigkeit drinnen angekommen bist. Und da haben wir schon ganz viel darüber geredet und gelernt, wie Jesus Christus, wie er uns einen gesunden Rhythmus vorgelebt hat. Wie er gezeigt hat, wie ein Leben mit guten Pausen aussieht. Verbunden mit dem Vater. Was das bedeutet. Und da möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen. Ich möchte gar nicht nochmal auf das eingehen, dass Jesus schlussendlich uns erlöst von unserer eigenen Rastlosigkeit. Wie er das Zielverfehlung auf sich genommen hat. Sondern das, was ich euch mitgeben möchte, heute am Morgen, ganz speziell, ist das, was mir in dieser ganzen Serie das grösste Aha-Erlebnis war. Wir haben uns intensiv und lang vorbereitet für die Predigtserie und es hat so einen Gedanken gegeben, der ist für mich völlig neu gewesen und der hat mich recht überrascht. Und zwar ist es folgender Gedanke, in dem Takt drinnen, zwischen Schlag und Pause. Ich hatte das Gefühl gehabt, der Schlag ist das, was anstrengend ist. Das ist das, was Energie kostet. Das ist das, was ich schaffen und leisten muss. Und Pause, ja, die ist ja dann die kommt einfach, oder? Die ist ja dann einfach. Bis ich festgestellt habe, dass zur Ruhe kommen anstrengend ist. Ja, ich weiss, das klingt komisch, gell? Aber ich meine das wirklich, wenn ich das sage. Zur Ruhe kommen ist anstrengend. Oder wir müssten eigentlich alles daran setzen, in die Ruhe einzukehren. Wir müssen alles daran setzen, in die Ruhe einzukehren. Und das sage übrigens nicht ich, sondern das ist ein Zitat aus der Bibel. Im Hebräer 4, Vers 11 schreibt der Autor vom Hebräerbrief: Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns dem Ungehorsam jener frühen Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen.
Also wir sollten Anstrengung investieren, um aktiv in die Ruhe zu kommen. Das ist für mich völlig unlogisch und überraschend. Dass ich habe immer gemeint, der Schlag ist das, was anstrengend ist und dass die Ruhe dazwischen automatisch passiert. Bis ich gemerkt und festgestellt habe, nein, zur Ruhe kommen, das braucht eine Fokussierung. Das bedeutet, ich muss aktiv in die Ruhe hineingehen. Es passiert eben nicht einfach automatisch. Und der Gedanke, den möchte ich euch mitgeben heute am Morgen. Hey, in dem Takt, in dem Rhythmus, wo wir drinnen geschaffen sind, Schlag und Pause, beides ist wertvoll, beides ist wichtig. Aber die Pause, die Ruhe bei Gott, die passiert nicht automatisch. Und ich musste lernen, mich zu disziplinieren, mich bewusst zur Ruhe zu entscheiden. Konkret in meinem Fall, und ich gehe mal davon aus, das ist bei 77% von euch allen auch der Fall, ist eine sehr spezifische Zahl, gell? Ist das auch der Fall? Der Grund für meine Unruhe ist häufig mein Handy. 77% kommt von daher, dass Microsoft mal eine Umfrage gemacht hat und gefragt hat, wie viele Leute, wenn nichts läuft, instinktiv zum Handy greifen. Die Antwort ist 77% von allen Menschen greifen automatisch, wenn nichts läuft, zum Handy. Ich habe festgestellt, das ist für mich ein absoluter Ruhekiller. Ich komme gar nicht zur Ruhe, weil immer wenn nichts läuft, muss ja gerade etwas laufen, oder? Und darum habe ich bewusst mich entschieden, ich tue jetzt einfach mal für eine Zeit mein Handy, ich bin Linkshänder, von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche. Hey, ich sage euch, das ist im Fall ein riesiger Gamechanger gewesen. Ich habe festgestellt, wie häufig und wie schnell dass es bei mir geht, dass ich mich gerade ablenken will und ja nicht zur Ruhe will kommen. Und so habe ich mich entschieden, hey, weißt du was? Nein, ich will bewusst in die Ruhe einkehren. Das ist ja anstrengend, das kostet ein bisschen etwas. Und jedes Mal, wenn ich jetzt den mache und nachher merke, oh, es ist ja gar nicht da, tue ich als nächstes beten. Und so probiere ich mein Leben einfach mit einem besseren, gesünderen Rhythmus zu leben. Hey, wenn sich jetzt die Band wieder parat macht, dass wir wieder einsteigen in die Zeit der Anbetung, wenn wir jetzt wieder reingehen und ihr euch wieder dürft, mit Liedern und mit allen kreativen Möglichkeiten mit Gott auseinandersetzen, aufs Abendmahl dürft zugreifen, wenn ihr dürft die Stationen nehmen, möchte ich euch jetzt einfach für die nächste Zeit 2 Fragen, für die Gebetszeit, für die Anbetungszeit, wenn wir jetzt wieder Worship machen, miteinander 2 Fragen mitgeben. Was zerstört deine Ruhe? Was ist es bei dir, wo die Ruhe klaut? Wo probierst du, die Pause irgendwie aufzufüllen? Und welche Anstrengung musst du unternehmen, um bewusst in die Ruhe Gottes einzukehren? Ich möchte beten und dann steigen wir wieder ein eine Zeit vom Lobpreis. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein genialer Schöpfer bist. Dass du das Chaos nimmst und dass du Ordnung und Struktur reinbringst. Und dort, wo wir zu schnell unterwegs sind, dort, wo wir Pause gar nicht wertschätzen wollen, dort, wo wir nur noch Schläge haben in unserem Leben, bitten wir jetzt um Vergebung und um Entschuldigung. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, neu bei dir in deiner Ruhe anzukommen. Wir wollen uns neu auf dich ausrichten. Wir wollen neu dich sehen und dich erleben. Und so bitte ich dich jetzt für den Rest von dem Morgen, dass du gegenwärtig bist,